Ja, bitte. Eine ältere Frau macht die Türen auf und schaut ihn noch ganz verschlafen an. Guten Morgen. Haben Sie einen Hund? Die Frau schaut den Papi Wapper neugierig an und nickt. Von der Stube her kommt auch schon ein schwarzer Hund schleichen. Sie erklärt, dass das jetzt ihr Bruno sei. Das trifft sich gut. Wir sind nämlich Hundewäscher. Für nur 5 Franken waschen wir Ihren Hund und dann sieht er wieder aus wie neu. Die Frau ist mit dem Angebot einverstanden, nimmt ihren Bruno auf den Arm und übergibt ihn am Papi Wapper. Ich sehe schon, der Bruno ist reif für eine gründliche Wäsche. Er bringt den Hund am Franzi. Die steckt den Bruno in die Badwanne und schrubbt ihn sorgfältig mit dem Schwamm ab. Puttelnass zieht sie ihn dann ein bisschen später wieder zum Wasser raus. So, noch ein bisschen abtrocknen und fertig. Der Papi Wapper bringt den Bruno dann der Besitzerin wieder zurück. Da wäre Ihr Hund wieder. Der schmeckt wieder wie neu. Das macht 5 Franken, bitte. Die Frau schmeckt zufrieden an ihrem Hund. Sie gibt dem Papi Wapper 5 Franken und bedankt sich herzlich. Schnell läuft er zum nächsten Haus. Auch dort wohnt ein Hund, der eine Hundewäsche nötig hat. Das Franzi badet auch diesen Hund und der Papi Wapper sorgt immer wieder für Nachschub. So bringt er am Franzi einen Hund nach dem anderen. Das läuft ja wie am Schnürli. Das ist schon der 52. Hund heute am Morgen. Nach dem hören wir auf. Sonst hat sie keine Seife mehr für mich. Ich bin nämlich auch recht dreckig. Also wenn ich dich wäre, würde ich gerade ins Wasser reingumpen. Lachend steigt der Papi Wapper samt den Kleidern in die Badwanne rein. Aber das macht nichts. Die haben nämlich auch eine Wäsche nötig. Mehrere Tage sind der Papi Wapper und das Franzi schon unterwegs. Sie fahren durch viele Dörfer und lernen immer wieder interessante und lustige Leute kennen. Sie fühlen sich wie in den Ferien. Sie lachen viel miteinander und leben einfach in den Tag hinein. Wie spät ist es? Fast 10 Uhr. Zeit für einen Kaffee. Die Kaffeebüchse ist leer. Und Gutzli hat sie auch keine mehr. Und dabei hätte ich jetzt gerade so eine Lust auf Gutzli. Du kommst heute schon noch zu deinen Gutzli. Nachdem sie noch eine halbe Stunde weitergefahren sind, steht der Papi Wapper plötzlich auf die Bremse. Schau, Franzi, das komische Gebäude ist eine Gutzli-Fabrik. Da kommen wir sicher Gutzli und Kaffee über.